Onse Jeschicht. Das ist die Geschichte von Ölkolonier-Mennoniten, die in den 1920er Jahren nach Mexiko trokken. In dem von deutschen Aufschnitt vertelt George Rampel, der Schreiber von dieser Geschichte, wo die Kirchen hier in Süd-Ontario entstanden sind in den 1960er Jahren. Das ist der Bereichradio Seihab bei 107.7 FM in Aylmer, Ontario. Ich bin Hein Rampel und ich wünsche Ihnen einen guten Empfang. Onse Jeschicht Nummer 65. Ditmal vertelt wie war noch mehr von dem Entstehen von Kirchen oder Gemeinden manche von Lateinamerika zurückgekommenen Mennoniten in Süd-Ontario. Wir haben letztes Mal noch gerade gesagt, dass Prediger John D. Friesen seine plautische Radiopredigten in Süd-Ontario von Tilsenburg uit am Herbst 1964 über die Luftwahlen ausgestrahlt wurden. Diese Radiopredigten beeinflussten und motivierten eine Gruppe ölkolonische älteren und jugendliche Personen in der Aylmer, Ontario Gegend, den begabten Radioprediger John D. Friesen, wo er auch als Evangelist all weit und breit bekannt geworden wäre, der in Saskatoon, wohnt, nur der Aylmer Gegend heranzukommen und andor mit seinen Predigten persönlich zu dienen. Die ölkolonische Familien, ihre Abendversammlungen wurden in ihre Heime aufgeholt und da kamen jeder Abend bei 80 Personen. Prediger Isaac J. P. Friesen von Winkler, Manitoba, wir mit John D. Friesen taub nach Süd-Ontario angekommen und nahm da auch teil an diese Ölkolonier da Predigten zu bringen. Wir Ölkolonier haben in Mexiko viel gute Bußpredigten gehört, besonders als wir zu dem sogenannten Jugendunrecht gingen. Und als wir gedeiht worden sollen, dann haben wir alle verschiedene Fragen beantwortet. Wenigstens eine von diesen Fragen war eine sehr wichtige Frage. Zu der Frage, ob wir dort glaubten, dass Jesus Christus der Welt Heiland war und dass uns persönlicher Heiland war, haben wir damals alle Ja gesagt. Viele haben diese Frage höchstwahrscheinlich nicht en voll verstanden. Aber ich verstand die ziemlich gut und ich sehe ein ganz abrechtes Ja dazu. Ich habe meine Sündenschuld bekannt, habe das im Glauben angenommen, dass Jesus meine Sündenschuld am Kreuz auf Golgatha mit seinem heiligen und anschuldigen Blut durch Vergeten für mich bezahlt hat und dass mir die vergeben hat. Und mit dem ich das persönlich annehme, wäre mein persönlicher Heiland geworden. Ich leite mich auf diesem Bekenntnis deipen und viel Geld und glücklich darüber. Aber dann, als wir in der Neuenburg, ich glaube, dort wären 42 jugendliche Personen auf unsere Knien liegend gedeiht worden wären, und der Älteste uns einzelwies an der Hand geführt, abgehalten, und als Glaubensbrüder oder Glaubensschwestern an die Gemeinde willkommen geheißen hat, dann muss wir noch weiter so eine halbe Stunde staunend zuhören, wo uns, so als dort nannt, sehr bedüren muss. Ich will hier gar nicht alles weitergeben, was der Älteste uns damals sieht. Aber sieht zu uns Jungs, atlige so eine Dinge aus, wenn je einmal weiter das Gurt, das Belt anschnallen, dann habt ihr das alle nicht geholfen. Und zu den Mädchen sieht atlige so eine Dinge aus, wenn je einmal weiter die leichte Stramp antragen, dann habt ihr das alle nicht geholfen. Das verdarf mich zum großen Teil meine Freude an, dass ich nu ein Kind Gottes geworden bin. Meine Seligkeit soll nu von so eine Dinge aufhängen, als niemals weiter in Gott zu brücken, das mögt für mich kein Sinn. Das kann ich nicht verstehen. Da ich gute Bußpredigten die Jugend bringen, dass sie sich zu Jesus Christus bekehren und ab ihrem Glauben an Jesus Christus deipen lassen und Gemeindenglieder worden, und dann diese junge Glieder, und es steht durch Heilsgewissheitspredigten,
festgegrenzt worden halten, zodat zij dat als Kinder Gottes verstonen leren, dat Jezus in zijn hohenpriesterlichen Gebet in Johannes 17 vooraan alle im Gebet insteht en aan verspreekt, dat keiner aan meer uit zijn hand uitrieten kan, dan aan zijn beduren en ihre Seiligkeit von menschlichen Geboten holen afhängig merken, dat is niet biblisch en dat könnte keine Heilsgewissheit führen. Dabei fehlen so viele Menschen so, dass sie nicht weten können, ob sie worden können seilig sterben, wenn das mit Anbot durchkommen wird. Dabei verstehen so viele Menschen dort nicht, was Johannes in 1. Johannes 4, Vers 12 sagt. Wer den Sinn Gottes haft, der haft das Leben. Wer den Sinn Gottes nicht haft, der haft das Leben nicht. Im Februar 1965 hatten die Eier am Prediger John D. Friesen von Saskatchewan und Isaac J. Friesen von Winkler, Manitoba, durch ihre Predigten viele alkoholische Personen besser verstehen geholfen, was es bedeutet, Jesus als persönlichen Heiland, Erlöser oder Rader anzunehmen und dann seine Jünger, seine Schüler oder seine Nachfolger zu werden. Und viele Personen mögen in diesem Teil ihre persönliche Entscheidung kriegt, dort zu leben und zu tun. Im Juli 1965 kam Prediger John D. Friesen und sein Bruder Prediger David Friesen nach der Aylmer, Ontario Gegend und hielten da weiter eine Werkabendversammlungen mit oder veralkoholische Familien von Mexiko. Ditmal aber in einem alten United Church Kirchengebiet, wo binnen für 130 Menschen Raum war, etliche Mil Norden von Aylmer. Viele alkoholische Lieder Interesse an evangelische Predigten zu hören an der Plautische Sprach hat sich seit Februar sehr vermehrt. Das kleine gewesene United Church Kirchengebiet wird Abend für Abend voll. Weiter können viele Menschen dort voten und annehmen, dass sie entweder all durch Jesus Christus Gottes Kinder geworden wären, oder dass sie dort waren und bleiben können, dass sie nicht immer zweifeln brauchten, ob sie auch wirklich mit Gott versöhnt wären, und dass sie mit einem solchen Eng von ihrem Leben rechnen können, wann das Bad kommen wird, dass sie in der Ewigkeit überwohnen würden. Dass ein biblisches Hoffen, ein festgegründet, damit rechnen bedient. In diesem Werk, im Februar 1965, aus der Prediger John D. Friesen und Isaac J. Friesen an der Aylmer Gegend wären, wird das kleine Kirchengebiet mit Kirchenbänken und Pianotop gekauft für $700. Und im September 1965 kam der Ola gewesene Rüdnerweider ältester Johann J. Friesen von Altona, Manitoba nach Aylmer und dann eine Gruppe alkoholische Familien durch aus Prediger bis im November. Und dann kam Jakob Neudorf von Manitoba und dann an aus Prediger für ein paar Werk. Und dann im November trokken Prediger David und Helena Friesen nach Aylmer und übernehmen dort die am Zeitarbeit mit den alkoholischen Familien. Durch den 1965-66 Winter kamen immer noch mehr alkoholische Familien in die kleine gewesene United Church. Und all an diesem ersten Winter wurden Pläne gemerkt, die erste am Zeitkirche zu bauen, ein paar Mil osten von Aylmer, gegen die Summers Corners Schule an der anderen Seite vom Hochweg. Von beiden Kirchengebieten sind Bilder auf der 265. Seite an dem Buch von Jack Hepner, Search for Renewal, oder The Story of Rüdnerweider am See, 1937 bis 1987. Die neue Aylmer am See-Kirche wird angesehen am 19. Februar 1967. Diese Aylmer am See-Kirche ist al 3-mal gratis gemacht worden, und an der vandaagse grote Kirche wurden jeder Sonntag 3-mal Sonntagmorgen Gottesdienste oder Andachten gehouden. Einmal in Plautdeutsch und 2-mal in Englisch.
In de eerste jaren wordt in de Elmer Eiermam Zeitkerk meestens en Plautitsch gepredigt. Angeblich doorwegen dat de meeste van Mexiko gekommene Oudkoloniën niet goed genoeg Juditsch verstonden. En doorwegen dat de kinderen en Jugend en de Ontario-scholen geen Hochdeutsch leerden. Dat laatste stemmt vielleicht, aber dat eerste weer vielleicht groot zoveel een uitrede voor de predikers nicht in godet Juditsch leren te brokken. Dan nicht alle Eltern werden door fair, dat bloß einmal en Plautitsch gepredigt worden soll. En viele Eltern wollen ook jaren haben, dat de kinderen ook de Judische Sprache goed leren sollen. Man fängt an der Elmerkirche ook nog aan met de Oudkoloniën de kinderen om Sinne und Juditsch zu lehren, aber irgendwo werden kam dat niemals zu einem guten Anfang. Im Sommer 1968 fuhren meine Frau und ich mit einer Klaas-Reimer-Familie von Riverton, Manitoba, mit nach Süd-Ontario. Reimers fuhren dort zu Peter Penner und Eva Reimer Kast. En wir wären noch mal gerade bei Isaac Reimers angekommen, dann sagte die Reimer zu mir und Klaas Reimer, seid ihr schwind an meine Kornen, ich will noch schwind ein Bett ab Geschäften fahren, aber dann können wir all nobren beim Fahren. Und wir drei fuhren schwind noch etliche Städten han, so schwind als mal Isaac Reimer wohin fahren können. Ich hatte meine Orientierung all gar nicht richtig klar, als wir bei Isaac Reimers angekommen wären, aber als Reimer uns noch schwind noch viele Städten mit angenommen hat, und dann mit einmal hastig weiter ab ihrem Hof ankam, dann kann ich dort wohl sein, dass wir weiter ab Reimers ihren Hof wären. Aber den Hof stund nu kriegt an der anderen Seite vom Hochweg, als dann, als wir von da weggefahren wären. Meine Richtungen wären erst all nicht ganz klar gewesen, aber nu werden die so verwäscht, dass meine Orientierung der Weg über Kriesel rund bleibt, wo immer wir selbst noch anfuhren. Als ich mich noch nicht mehr tracht drehen kann, sehe ich mit der Zeit zu mir selbst. Hier in Süd-Ontario gibt es kein Norden oder Süden, noch kein Osten oder Westen. Hier gibt es bloß ein Links und ein Rechts. Aber dort Reimers vor dem Boot an einer Seite vom Hochweg stehen kann, ein Boot an der anderen Seite, damit habe ich mich schwer zurechtfinden gekonnt. Ich schrieb dort schließlich die Reimer sind besonders bosiert Romeo und Tau. Aber ich hatte dadurch nicht bloß eine kriselrunde Himmelsrichtung gekriegt, aber auch einen sehr schmeichelnden Fischbraten. Dann mit einmal wir in Port Burwell, und da kauft Reimer Fisch, die rein und reut wären zum Broten. Ich würde an dem Tag aber auf keinen Weg nach Port Burwell angefahren haben. So kriselrund wie ich geworden bin, mit Isaac Reimer schwinn noch nur so viele Städten anfahren. Während wir in Süd-Ontario viele von unseren Freunden, die von Mexiko dahin getroffen wären, besuchten, ward wir dort in der Elmer Eiermam Zeitkerk mehrere paar Eltern von große Familien wären, wo sie nur einen Weg suchten, ihre Kinder ein gutes Juditsch lehren zu lassen. Und wir erfuhren da auch, dass die Lied von der Kitchener Gemeinde Gottes seine Eltern all gesagt hatten, dass sie willig sein würden, nach Elmer zu kommen und mit ihren Kindern die Sinne und Schule zu haben. Wir möchten dort an etliche von unseren Freunden, dass sie sehr daran dachten, die Gemeinde Gottes ihr Angebot anzunehmen. Dann einige Eltern in der Elmer Gegend hatten Geschwister, wohnten in der Kitchener Gegend in Ontario wohnten, und dort hat die Gemeinde Gottes ihre Gottesdienste fuhren, wohnen in einem guten Juditsch geholt worden, und wo auch ihre Kinder ein gutes Juditsch lehrten. Aber was gibt diese von Mexiko gekommene Eltern so ein großes Verlangen, ihre Kinder ein gutes Deutsch lehren lassen zu wollen? Einige von unseren Freunden vertelten uns so eine Geschichten aus. Wir wären mit unseren Kindern zu Weihnachten nach Mexiko gefahren, unsere Eltern dort zu besuchen. Und unsere Geschwister von Manitoba wären mit ihren Kindern auch dort. Und den ihre Kinder sehen ihre jüdische Weihnachtswünschen und Weihnachtslieder für ihre Großeltern und für uns alle so schmackdeutlich und klar verständlich ab,
dat de ouderen hoorten en ook onze hoorten, doordat gereed worden. Onze ouderen wonderden zich daarover, dat de grootgänger van Manitoba wensen veel duidelijker en klarer verständlich opzeigen kunnen, als de grootgänger in Mexico dat kunnen. En wils onze Kinder keine deutsche Menschen verbringen können, worden onze Geschwister von Manitoba dort sehr gelobt, dat de Kinder in einem gouden Huwelijk Menschen en leider verbringen können, en wir worden uitgelobt, dat wir onze Kinder in Ontario kein Deutsch leren leiten. Dat leidt ons sehr, sehr weh. Wir folgen an einige von unseren Freunden in Süd-Ontario all im Sommer 1968 ganz klar, dort, wann der Eiermann Seitwerk in Elmer nicht bald anfangen wird, mit gute deutsche Unrechtsklassen haben und de Zinnowens für ihre Kinder und auch an ihre Sonntagsschulklassen in gute Juditsch zu unterrichten, dann würden sie auf die Gemeinde Gottes ihrem Angebot angehen und ihre Kinder von an ein gute Juditsch lehren lassen. Als wir terug in Manitoba angekommen wären und hier mit meiner früheren Onkel und Tante Prediger Isaac J. Friesen von unseren Erfahrungen in Süd-Ontario reden, von wo hier door viele Eltern ihre Kinder ein gutes Hochdeutsch lehren lassen wollen, dann seht ich zu Onkel Isaac ungefähr so. Je pochen manchmal ein Beet mit, wo viel von der EMMC Gemeindeglieder in Manitoba und besonders in Winkler gute Schullehrer sind. Und ich habe keine Ursache dort nicht zu bleiben. Aber warum würde ich dann nicht mal etliche von jenen guten Schullehrer zuroden, sich in der Elmer Gegend wo als Schullehrer zu vermeiden und dann dort in der Elmer EMMC eine gute deutsche Sinnungsschule anzufangen. Dort wird noch viele ukrainische Familien auch in jene Kirche hineinbringen können. Aber Onkel Isaac sagt damals zu mir ungefähr so. Das ist nicht, was unser Lied in Ontario fehlt. Den fehlen da bloß gute plautische Predigten, die wollen sie das Wort Gottes verstehen lernen können. Und dann seht ich zu ihm, vielleicht ist das nicht wirklich alles, was unser Lied da fehlt. Und auch wenn das in Wirklichkeit alles wäre, was an fehlt, dann würde das doch noch weis von uns sein, wenn wir uns versuchten, an so eine anderen Ehre Leo zu versaten und versuchen zu feilen, wo wir dort tun können, wenn Geschwister ihre Kinder für einem gelobt worden für ein gutes Deutsch gelehrt haben und einer selbst dann für alle Geschwister ausgelohnt wird von seinen Eltern, während seine Kinder nicht ein gutes Deutsch lehren lassen. Wir müssen hier wieder aufbrechen für das Mal. Nächstes Mal vertellen wir weiter mehr von dem Entstehen von Kirchen oder Gemeinden, manche von Lateinamerika, zurückgekommene Mennoniten in Süd-Ontario. Was nächstes Mal? Ich sehe George Rempel.